Ich selbst habe mein Leben am Theater verbracht in Deutschland, einem staatlich subventionierten Theater in der Regel. Ich habe also unter sehr privilegierten Bedingungen arbeiten können, sowohl in der Deutschen Demokratischen Republik wie in der Bundesrepublik Deutschland, nämlich Bedingungen, in denen man die künstlerische Arbeit selbst nie mit dem Kampf ums Geld, ums Überleben verbinden musste, sondern innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen die künstlerische Arbeit selbst als öffentliche Angelegenheit betrachtet und wahrgenommen wurde. Unterstützung ist eine Form von Unterstützung für eine konkrete Arbeit und selbstverständlich durch die Auswahl auch immer eine Form Zensur für die, die nicht unterstützt werden. Das Problem der Unterstützung stellt sich ja nicht nur für die Unterstützten, sondern eben auch für die Nicht-Unterstützten. Sie haben das Problem, durch die private Finanzierung werden auch die künstlerischen Ergebnisse selbst oft als private wahrgenommen. Ich habe mich in Deutschland zum Beispiel oft gefragt, warum eine so sehr große Aufregung um einzelne Inszenierungen am Theater entstehen können, wo gleichzeitig an anderen Orten viel fragwürdigere künstlerische Ergebnisse vorgestellt werden. Und es ist eben so, dass die Aufregung letztlich entsteht, weil das künstlerische Ereignis selbst in den öffentlichen Diskurs einbezogen ist, eben weil es öffentliche Mittel erhält. Die Vermittlung aus der sozusagen ökonomischen Struktur in die Themen hinein, das ist das Problem. Und das ist keineswegs zu beantworten nur über eine äußere Verwaltungsstruktur und auch keineswegs über einen Begriff wie Freiheit zu klären.